einzige Zitat, das ich mitgebracht habe, das ist ein bisschen lang, aber rundet vielleicht das nochmal ab, damit Sie ein Bild kriegen. Ich kann ja nur hier recht holzschnittartig oder tue das. Es ist jetzt ein Zitat von Sabine Hofer, die eben dieses Wort von zivilisierendem Ritual wieder in die Diskussion gebracht hat, was mir unter anderem eben deshalb gefällt, weil es daran erinnert, dass es eben um diese Vergesellschaftung und Subjektivierungsprozesse letztlich geht. Ja. Im Museum hat es immer auch zu tun mit Abgrenzung von anderen, mit Fremdheit, in vielfacher Weise, in ethnischer Hinsicht, Geschlechtsidentitäten. Das kann möglicherweise noch immer kein Thema für Museen, wo die Genderforschung jetzt schon 20 Jahre alt ist und ein wichtiger Forschungszweig in den Geisteswissenschaften im Museum absolut nicht präsent, nicht durchgebrochen, kein Zentimeter. Hat natürlich auch mit Identitätsprojektionen zu tun, muss man den Schweizern nicht erzählen. Sie haben sich mit dem Museum Mitte des 19. Jahrhunderts sozusagen erfunden, mit dem Pfahlbauer. Das ist eine Geschichte, die mich unendlich fasziniert hat, die dann wieder aktuell wird. So, die Öffentlichkeit der Institution Museum machte potenziell alle Bürger zu Teilhabern eines gemeinsamen kulturellen Erbes und stärkte ihre Loyalität einem Staat gegenüber, der durch die Institution des Museums Freiheit und Gleichheit der Bürger ebenso wie seine Verantwortung für das Gemeinwohl demonstrierte. Die Initiation der Bürger in diese Werte durch Civilizing Rituals über Gebäude, Präsentation, Zugangsregelungen und Verhaltensanweisungen, Verbote und Gebote im Museum wirkte mit an der gleichzeitigen Entfaltung und Regulierung des Subjekts. Die Rituale, also das ist nochmal auch eine Betonung, das Museum ist insgesamt Vermittlung, also das kann man gar nicht weit genug fassen. Da gehört die Architektur, da gehört Licht, alles dazu, die Vermittler in ihrer besonderen Rolle, kuratorische Arbeit, die Ausstellung und so weiter. Die Rituale des Museums dienten der Einführung ziviler Normen, die durch öffentlich rituelle Performance angeeignet, als allgemein verbindlich sichtbar gemacht und eingeübt wurden. Sie dienten der Dramatisierung von Selbstbeschreibung und Selbstauslegung der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Mitglieder. Die Darstellung einer Zivilisierung, die sie zugleich herstellen sollte. Ja, jetzt versuche das ein bisschen praktikabler zu machen, zurückzukommen im Schlussteil zur Vermittlung. Und ich mache eine Vorbemerkung, dass mir eben wichtig ist an diesem Exkurs in die Geschichte des Museums und in dieses Modell des Museums der Moderne, das vielleicht auch ein bisschen unvollendet ist oder unvollkommen geblieben, dass das ein gesellschaftliches Projekt ist und dass es insofern keine Museumspolitik geben kann, keine Museumsarbeit geben kann und keine Vermittlungsstrategie außerhalb einer gesellschaftlichen Verantwortung, die man sich auch bewusst machen muss. Heißt weiter, man kann den Rahmen, den dieses Projekt Museum zieht, verändern, man kann ihn transformieren, man kann ihn rekonstruieren, man kann ihn verwerfen, man kann ihn auch zurückweisen. Man kann auch sagen, interessiert mich nicht mehr, ich lasse das völlig noch hinter mir. Ja? Aber ich finde, was man nicht tun kann, man kann sich nicht einfach so bewusstlos einfach verabschieden. Also ich finde, selbst dann, wenn man sagt, ich gehe raus aus dem Museum, das wurde ja gestern schon angedeutet, auch von der Frau Strauß, das war total bemerkenswert, das habe ich, glaube ich, von einer Museumsleiterin noch nie gehört. Also das heißt, halt, so flexibel zu sein, dass man sagt, man denkt auch sozusagen jenseits des Museums. Dann muss man aber trotzdem noch immer wissen, was man tut, was man verabschiedet, was man hinter sich lässt und wodurch man es ersetzt. Ja? Also ich denke, da gibt es wirklich einen blinden Fleck bei den Museumsdebatten, innerhalb der Museen, worauf man sich überhaupt nur bezieht. Also ich denke, um es positiv zu formulieren, ich kenne nur wirklich die mich beeindruckenden Beispiele von Vermittlung und Museumsarbeit, haben immer mit einem klaren und reflektierten Begriff von Museum zu tun. Es sind immer Leute, die ganz genau wissen, in welchem Rahmen sie operieren und was sie da machen. Und
zurück auf diese Typologie der Vermittlung, die gestern genannt wurde von der Carmen Mörsch. Und möchte dann meine Schlussfolgerungen noch ein bisschen differenzieren und ausführen. Also ich erinnere, das ging erstens darum, affirmative Vermittlungsarbeit, wobei die Carmen Mörsch im Übrigen nicht nur vom Museum spricht, ja, die spricht von Vermittlung generell, aber das kann man 1:1 aufs Museum übertragen. Unter affirmativ versteht sie reibungslose Vermittlung von Hochkultur an bereits Initiierte. Reproduktiv ist Erziehung des Publikums und Rekrutierung. Also so Publikum von morgen. Kann ich kurz noch erwähnen, das einzige Museumspolitische, was die jetzige Ministerin in 6, 7, 8 Jahren Amtszeit gemacht hat, ist eine Vermittlungsoffensive für Jugendliche und Kinder. Bis 19-Jährige haben freien Eintritt in die Bundesmuseen, das wird dem Museum abgegolten, und es gibt Ausschreibungen von Vermittlungsprojekten, wo man sie bewerben kann in den Museen. Ja? Das klingt natürlich ganz toll, aber es ist vielleicht weniger, als man glaubt. Es ist vielleicht auch nur, also es wird auch mit Statistiken um sich geworfen, wie viele da kommen. Man weiß aber überhaupt nicht, ob das irgendwas bedeutet, als auf die soziale Zusammensetzung des Publikums. Ja, die nicht schon vorher zum Großteil auch drinnen waren, aber nicht extra erfasst wurden. Und heißt vielleicht auch nichts anderes, als eben ein Publikum für morgen sozusagen zu rekrutieren. Ja. Weiß man so lange nicht, bevor man da nicht einmal genau hinschaut. Ja. Und ich glaube, das will so genau niemand wissen. Kritisch dekonstruktiv ist der dritte Typ. Das heißt, man muss selber als Vermittler, in diesem Fall hier reden, Reflexion der Rahmenbedingungen und Ermächtigung des Publikums, sich an dieser Reflexion zu beteiligen. Und das dritte, das fand ich witzig, dass gestern die Rednerin das wirklich verschluckt hat, was da gemeint ist. Transformativ heißt Gesellschafts- und Institutionen verändern. Das Gesellschaftsverändern hat sie vergessen. Ja. So, das sind ich finde es mal schön, so eine Typologie zu haben. Und Sie können sich jetzt selber fragen, müssen es nicht laut sagen, was würden Sie glauben, wie viel Prozent der Vermittlungstätigkeit oder der Museumsarbeit gehören zu den ersten beiden Typen? Ja? Das wäre mal so eine erste Frage, kleine Übung. Was ich jetzt daraus für Schlussfolgerungen ziehe, also wenn ich diese zwei Sachen zusammenbringe, diese meiner Meinung nach interessante, brauchbare, als Werkzeug brauchbare Typologisierung von Vermittlungsarbeit, die man auch auf Museum insgesamt umlegen könnte, und das Bild vom Museum, das ich im Kopf habe, also auch was Museumshistorie. Ja, wenn man das zusammenführt, dann heißt es für mich, dass man eigentlich eine gewisse Wahl hat, aber nur in einer bestimmten Bandbreite. Also ich glaube, dass man zwingend eine Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeit und mit den Rahmenbedingungen, die das Museum hat, die ich sehr weit stecke, führen muss. Und aus dem leitet sich auch ab, dass man eigentlich zwischen diesen 4 Typen nicht wirklich eine Wahl hat. Also das, was eigentlich vertretbar ist, sind die beiden letzteren. Also es gibt eigentlich nur, man kann sich nicht nur affirmativ verhalten, dann kommt man zu keiner Reflexion des Museums. Man muss sich sozusagen kritisch gegenüber dem Museum und kritisch auch gegenüber der eigenen Tätigkeit zumindest manchmal verhalten. Oder eben auch transformativ, wobei es klar ist, in welche Schwierigkeiten sie kommen. Das wurde ja gestern gesagt, also in dem Moment, wo ich versuche als Vermittler, ich weiß nicht, wo das aufgetaucht ist, ich glaube in der Bundesdiskussion, transformativ im Museum zu wirken, also wenn ich nicht eine ganz tolle Organisation habe und ein ganz tolles Leitungsteam, dann komme ich natürlich in den schwersten Konflikt. Ja? Also das kann man manchmal einfach auch gar nicht. Ne? Aber ich denke, es gibt eben, das ist fast eine Wiederholung dessen, was ich schon gesagt habe, es gibt eigentlich keine Möglichkeit, sich dieser gesellschaftlichen Positionierung des Museums zu entziehen. Und insofern gibt es auch keine Möglichkeit, sich der Notwendigkeit, diese Positionierung zu reflektieren und zu überdenken, zu entziehen. Es muss geleistet werden. Und ich sage nochmal,
Vermittler haben es natürlich auch schwer, weil sie es jetzt innerhalb einer Institution tun, wo das auch nicht üblich ist, das so zu tun. Ja. Also sie kriegen von dort unter Umständen wenig oder keine Unterstützung. Ja. Also es ist sicher ein extrem anspruchsvolles Programm, aber ich fahre ja wieder nach Hause, also Sie können mich am 14. Uhr wieder völlig vergessen, meine ganzen Ansprüche. Und ich glaube, das ist halt, das ist eine Schlussfolgerung daraus, dass es auch viel mehr an theoretischen, museologischen Konzepten braucht, also für Museen auch und auch für die Vermittlung, da staune ich manchmal, was da alles nicht gibt. Und ich finde, Museologie ist vielleicht keine Wissenschaftsdisziplin, aber es ist ein Feld des Diskurses, das in den letzten 15 Jahren unglaublich entwickelt hat, wo es eigentlich nichts mehr gibt, was nicht schon bearbeitet worden wäre. Und im Übrigen glaube ich fest dran, ist auch vielleicht eine Wiederholung von etwas, was ich gesagt habe, wenn man das leistet, wenn man daran arbeitet, ja, an diesem Problem der Positionierung und der Verantwortlichkeit, dass das unglaublich kreativ macht. Also ich glaube, wenn die Frau Strauß zwar nie daran denkt, ihr Museum sozusagen aufzulösen und was völlig anderes zu machen. In dem Moment, wo sie fähig ist zu denken, dass es auch ganz anders ginge, dann hat die ganz andere Fantasien. Und wir haben gestern dann unter Fiona ein bisschen gesprochen, wie sie mit ihren Abteilungen welche Vorgaben gemacht. Ja. Das zielt genau darauf hin ab. Da gibt es dann so offene Aufträge, ja, es muss ein neues Element in einem Projekt geben. Ja. Und das finde ich schon mal erstaunlich. Und das ist eine Ermutigung zu experimentieren. Kann auch schief gehen. Ja, aber macht es mal. Ja. Ich finde es so toll, wenn es nationale Budgets gibt und man sagt, ein Viertel geht in Experimente und die dürfen mal schief gehen. Ja. Dann schauen wir halt, dann evaluieren wir und dann lernen wir. Dann lernen wir aus dem, was schief gegangen ist. Ja, also ich finde, Museen sind nicht besonders mutig. Ja. Nachdenken, wo gibt es wirklich die ganz spannenden, so, den absoluten Fail, wo man sagt, das Museum, da müssen Sie hinfahren. Ja. Gut. Ja, am Schluss ist auch ambivalent. Ich war nur ganz entsetzt über diese Pointe. Ich habe gesagt, Gottes Willen, Herr Friedl, was sagen Sie da? Ich bin immer der Meinung, wenn man feststellt, dass der Museumsrahmen nicht mehr reicht für das, was man tun will, was man vorhat, was man für Ziele verfolgt. Wenn man vielleicht feststellt, mein Museum oder dieses Museumsmodell passt überhaupt nicht zu dem, was ich tun will, dann hilft nur noch der Slogan raus aus dem Museum. Ja, Sie haben gesagt, dann lande ich ja wieder sozusagen in denselben prekären Situationen. Ne? Also ist klar, ja, das ist auch nicht einfach. Aber ich meine, es gibt ja noch freie Gruppen, es gibt ein oder zwei oder drei, die arbeiten eigentlich in diese Richtung. Das ist eigentlich, da kann man immer sagen, das ist Museumsarbeit oder das ist Sozialarbeit oder das ist immer. Also das finde ich auch spannend, aber es ist anstrengend. Ich habe gestern jemanden getroffen, der freiberuflich tätig ist, kenne ich, war lange freiberuflich tätig. Ich weiß, es ist schwierig, aber wenn nichts mehr hilft, dann eben auch raus. So. Noch der Schluss. Raus. Raus. Ja gut, ganz herzlichen Dank, Gottfried Friedl. Mit dem Schlusswort raus aus dem Museum. Nun möchte ich die Runde eröffnen. Sind Fragen da? Statements? Nicht, Sie waren überzeugend. Ja. Doch. Also, ich bin wieder brav zurück. Ich habe